Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge F1 2021 hier auf meinem Kanal. Hey, ich bin so ein Blöder, es tut mir so leid. Ich habe voll aufgenommen, voll gelabert, beziehungsweise ich habe aufgenommen Ton und Handy, beziehungsweise Facecam. Aber die Gameaufnahme habe ich nicht gestartet. Ach Gott, ich bin so ein Lappen manchmal. Hey, tut mir leid. Also, nur mal kurz zusammengefasst, was passiert ist. Wir sind im Training eigentlich gut unterwegs gewesen, hatten recht viele Spins, aber weil mit dem Auto tue ich mich ein bisschen schwer auf dieser Strecke. Sonst Weiterentwicklung also haben wir noch gar nicht gemacht. Im Qualifying sind wir jetzt auf P12 geworden, oder qualifiziert, also genau gleich eigentlich wie schon vorher in Imola und eigentlich schon in Bahrain. Und jetzt geht es eigentlich gerade direkt ins Rennen. Also das wird eine mega kurze Folge F1 2021. Tut mir leid für das. Ich habe einfach vergessen aufzunehmen. Habe ich noch nie fertig gemacht. Ich habe so oft schon Games aufgenommen oder Zeug aufgenommen. Ich habe noch nie das hergebracht, dass ich eine Gameaufnahme nicht gestartet habe. Aber für alles gibt es immer das erste Mal. Ja, sorry für das. Aber wir legen los. Wir gehen jetzt ins Rennen rein. Eben von P12. Wir haben eigentlich ein gutes Qualifying gehabt. Wir sind sogar mal zwischenzeitlich im Sektor 1, 2 auf P1 mal gewesen, aber danach letzte Sektor hatte ich ein bisschen Mühe gehabt, darum auch wieder hintergefallen. Das Auto rutscht relativ viel um, ich fahre mit extrem viel Flügel, so kann ich es immerhin einigermaßen unter Kontrolle, aber ja, wir schauen jetzt mal, was im Rennen passiert. Portimao ist jetzt nicht gerade so eine Lieblingsstrecke, sage ich mal von mir. Wenn sie ein paar Mal gefahren bist, ist sie eigentlich voll okay, aber sie ist halt schon schwer, es sind 17 Runden, wir legen los. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und daneben steht Daniel Ricciardo. Im Rest der Startaufstellung haben wir Leclerc, Bottas, Lewis Hamilton und Vettel, Sainz, Norris, Perez und Esteban Ocon. Gasly, ein Wagen des neuen Teams, George Russell und Tsunoda, Mick Schumacher, Eilert, Antonio Giovinazzi und Lance Stroll. Latifi, Mazepin, Schwartzman und Giuliano Alesi. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Gut, also das wäre die Startaufstellung gewesen. Nur zum zeigen, also ich bin wirklich schon 20 Minuten schon am Aufnehmen, also Mikrofon auch. Und Facecam wird auch bei diesem Schema rein sein, aber ja, Gameaufnahme 3 Minuten, perfekt. Hey, ich glaube es ja nicht. So, also wir machen wie immer standardmäßig, wir nehmen ein bisschen den Sprit ab und wir fahren mal mit wenig Sprit los wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Safety-Car-Phase gibt. Alpine extrem stark. Sebastian Vettel hat das letzte Mal einen Motorplatzer gehabt. Und ja, sonst ist eigentlich nicht viel passiert noch in Imola. Ich würde mal sagen, wir legen gerade los. Hoffen wir auf einen guten Start. Ich hoffe einfach, dass ich gut durchs Feld durchkomme und nicht gerade irgendwie rauscrashen. Aber es ist Portimao, sehr schwierig zum Fahren. Ja, let's go. So, die 4 Lichter gehen hier wieder mal mehr an in Portimao. Recht lang und jetzt geht's los. Wow, viel Wheelspin gehabt. Tsunoda mit einem Bombenstart. Aber da vor der ersten Kurve der Reto fast noch reingedonnert. Wow, da bin ich jetzt berührt worden von irgendjemandem. Oh. Okay, das ist ein bisschen blöder wie der erste. Ja, das ist klar, dass ich jetzt hier noch eine Strafe bekomme. Oh Gott. Das ist so klar, dass ich jetzt hier ein Penalty bekomme für das, aber verstehe ich auch. Jetzt weiss ich aber nicht, ob ich einen Damage habe am Auto. Weil es ist, glaube ich, mehr Wheel on Wheel gewesen. Also, ich glaube, mit dem Frontflügel dran gekommen. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Alternative Strategie. Durchziehen oder es mit dem neuen versuchen. Aber dass man hier das Rad jetzt weggehauen hat. Geht in Ordnung. Okay, dann machen wir mit den Härten fahren. Gasly ist ja bei Aston, das ist einer von unseren Rivalen, kann man fast so sagen. Ja, schlechter Start. Also definitiv nicht das, was wir uns wünschen eigentlich aus der Position, wo wir gestartet sind. Also da wären wieder ein paar Punkte möglich gewesen. Also wir haben ja zwar noch, glaube ich, keine Punkte geholt, wenn ich es im Kopf habe. Wir sind immer knapp vorbeigeschlittert, aber da wäre jetzt vielleicht etwas gegangen.
Oh ach Gott, können wir schauen. Aston geht niemand in die Box. Aber wir gehen jetzt mal in die Box, hoffen wir vielleicht noch auf eine Safety-Car-Phase. Aber wir holen uns jetzt mal gerade die Härtereifen. Rein theoretisch könnte man auch wahrscheinlich mit den Mediums durchfahren. Aber ja, wir gehen jetzt mal auf die ganze Härte. Wir nehmen jetzt auch gerade noch die 5 Sekunden Penalty in Kauf. Eine lange Boxengasse. Ja, es gibt auch eine neue Nase. Jetzt warten wir noch 5 Sekunden. So, dunkel. Es sollte auch ein bisschen mehr Licht herscheinen. So, jetzt hoffen wir, ja, wir kommen noch gut vor dem Feld raus. Aber jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, dass wir nicht eigentlich überrundet werden, weil das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstops mehr geplant. Aber wir fahren jetzt auch auf diesen Reifen voll durch. Aber die muss jetzt natürlich auch zuerst mal ein kleines Temperaturfenster reinbringen, plus müssen sie ein bisschen Grip aufbauen. Wow, da rauf immer, es ist so schwer mit dem Auto. Ja, ich fahre mal ein paar Runden und ich denke, wir sehen uns dann wieder, wenn irgendetwas passiert. So, mal ein Update. Wir sind jetzt gerade in Runde 9. Die ersten sind jetzt schon boxen. Aber wir sind immer noch recht weit weg. Wir haben jetzt 6 Sekunden aufgeholt innerhalb von etwa ja, 18 Runden. Oh, voilà, dann fahre ich aber recht weit. Ich muss sagen, mit dem Reifen, es geht relativ gut. Es ist schon recht schwierig, also ich recht schnell untersteuern und habe auch eben recht viel übersteuern. Aber es hält sich noch im Rahmen. Und mal schauen, wo ich dann lande, wenn jetzt alle Boxengassen oder alle in der Box waren, so muss ich sagen, also wenn alle in der Boxengasse waren. Es ist bis jetzt keiner rausgeflogen, das erstaunt mich ein bisschen. Also kein Crash, gar nichts ist passiert, es ist recht ruhig. Ich bin jetzt wirklich nur die ganze Zeit gefahren und habe nichts gesagt. Wir schauen mal, was passiert, wenn die anderen alle in der Box waren. So, es sind jetzt alle in der Box. Wie ihr seht, bin ich noch 8 Sekunden hinter dem Alesi. Also es könnte sein, dass wir vielleicht noch auf ihn aufschliessen können. Ich bin momentan von der Pace her schon schneller als sie. Aber es wird schwierig. Mal schauen. Grüne Flagge. Gelbe Fahne hier vor uns. Das ist ein Alfa Romeo langsam, Giovinazzi. Ja, da steht er. Mal schauen, ob wir noch die beiden Haas aufholen hier vor uns. Ich bin jetzt ein bisschen mehr wieder im Problem. Ich bin zwar noch ein bisschen schneller als die da vorne. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Aber mal schauen. Es ist echt spannend, dass kein Safety Car gekommen ist bis jetzt. 6,7. So, wir sind langsam an den Haas-Fahrer dran. Also wir können die zwei vielleicht noch catchen. Also wir haben jetzt einen recht guten Speed momentan drauf. Ich fahre auch recht konstante Zeiten immer. Und es könnte spannend werden bis in die letzte Runde rein. Mit dem Benzin noch aus. Boah, hart. Trainierbremse da. Mal schauen, ob ich schon in DRS reinkomme. Oh. Das hat die lange. Das ist mit DRS. Ja, das lange. Also den ersten Hass sollten wir mal holen. Zack, Flügel auf, der hat gar kein DRS. Der hat aber einen guten Topspeed, der Haas. So, super. Haben wir mal einen. Schwarzman, unser nächster. Und beides Teamkollegen hier von mir mal. Aber haben wir geschmissen, weil sie nicht gut gefahren sind. Jetzt hier einen guten Exit haben. Das war nicht schlecht, gerade ERS reinklatschen.
Oh, da gehen wir aussen rum. Es gibt noch DRS. Okay. Die letzte Runde des Rennens. Sehr gut. Letzte Runde noch. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 5,5 Sekunden. Gut, Latifi holen wir sicher nicht mehr. Hamilton hat gewonnen, Leclerc hat noch die schnellste Rennzeit gemacht. Da bin ich jetzt ein bisschen weit rausgefahren. Wir denken, es wird ein wenig Regen geben. In etwa 15 Minuten geht's los. Regen noch in 15 Minuten, interessiert mich ehrlich gesagt ein bisschen weniger. Ich habe ein bisschen mehr Angst, dass meine Reifen jetzt plötzlich noch aufgehen, weil sie fühlen sich jetzt gerade wie schmiessen einfach ein bisschen an. Ich rutsche recht um, habe ich das Gefühl. Aber das sollten wir eigentlich schon noch heimbringen. Jetzt hier noch, noch ein Ausbrecher durch die letzte Kurve jetzt. Jawohl, haben wir heimgebracht. Sehr gut. Also 19. Ja, ich sage mal so, geplant war sicher eigentlich mehr Richtung Führer fahren statt gegen Kinder. Aber ja, halt durch einen schlechten Start, beziehungsweise die Kollision mit dem Pierre Gasly zusammen, haben wir natürlich 5 Sekunden bekommen, plus haben wir Flügel wechseln und ja, das hat natürlich dann schon alles ein bisschen eingeschenkt bei uns, dass wir weit hinten gelandet sind. Aber ich denke, ja, mit fast 45 Sekunden Rückstand, wo wir hatten, dass wir jetzt noch 19. geworden sind am Schluss, ist eigentlich noch recht gut, oder beziehungsweise es zeigt auch, dass das Auto eigentlich nicht schlecht ist von der Leistung her. Aber ich merke es einfach immer noch Aerodynamik und Chassis ist schon das, wo wir noch ein bisschen mehr updaten müssen. Und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir ins Hauptquartier. Mick Schumacher ist 15. geworden, ist von 15. auch gestartet, sehr gut. Da finde ich gut, dass immerhin der Teamkollege gut fährt. Und ja, gehen wir ins Hauptquartier. So, wir sind schon wieder im Hauptquartier. Gross ist nicht los, weil wir haben schon das nächste Rennen vor uns in Spanien. Wir haben hier gerade einen Doubleheader oder Tripleheader sogar vor uns. Wir können jetzt hier noch schnell etwas noch machen, beziehungsweise Gewichtstraining für den zweiten Fahrer. Ich glaube, das machen wir auch, dass wir ihn noch mal ein bisschen fördern. Und was können wir jetzt noch upgraden? Wir haben jetzt recht viele Ressourcenpunkte. Ich würde wirklich sagen, Chassis machen wir mal noch weiter. Position des Tanks, da haben wir auch noch ein bisschen einen Rabatt drauf. Das kommt im Mai, das geht aber wahrscheinlich ein Weile. Aber eben Chassis sind wir eben das schlechteste Team. Da müssen wir unbedingt aufnehmen. Können wir da schon noch etwas machen? Können wir gerade 2 Sachen machen? Schnell. Ich könnte da schnell sagen, aber dann ist wahrscheinlich Dings drohten, dass das Fehlschlag relativ gross wahrscheinlich. Okay, dann machen wir noch Motor. Wir haben das Update bekommen, da haben wir ein kleines Upgrade noch, das wir machen können. Und das sollte nach dem Grand Prix kommen. Das ist auch noch ein kleines Update, aber da wären wir ein bisschen besser vielleicht als Ferrari, wenn die inzwischen kein Update mehr machen. Dann müssen wir etwas anderes machen. Das wird nach Monaco kommen. Das wird wahrscheinlich auch nach Monaco kommen, genau. Ja, machen wir hier ein Kolben-Update, ein kleines. Dass wir hier noch mal ein bisschen besser dran sind. Und geldtechnisch haben wir 7,7 Millionen. Können wir noch irgendetwas von der Einrichtung upgraden? Das ist jetzt die Frage, wahrscheinlich schon. Die Frage ist nur, müssen wir es unbedingt? Wir könnten auch eigentlich hier mal noch Teamanerkennung schneller erhöhen, also das Marketing ein bisschen erhöhen. Wäre vielleicht auch mal etwas, machen wir mal Sponsorbeziehung, tun wir mal updaten. Das ist eigentlich nichts Grosses, aber dass wir das auch mal gemacht haben, dass wir überall ein bisschen weiterentwickeln. Wenn wir da noch kurz weitermachen, vielleicht kommt ja noch irgendetwas. Das sieht nicht so aus, sehr gut. Und dann gehen wir da noch mal kurz in die Firma rein. Wir schauen mal schnell, wie zufrieden ist der Mick Schumacher. Der ist eigentlich recht zufrieden. Da sind wir auch recht gut am Fördern. Ich glaube, das kommt gut mit dem. Und er fährt auch wirklich gut, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir müssen halt natürlich einfach auch bei uns intern viel weiterentwickeln, dass er auch zufrieden bleibt, sage ich mal.
Und ja, dann würde ich mal sagen, was war mit dieser kurzen Folge F1 2021. Ich glaube, das wird nicht ein langes Video werden. Eben noch eine sorry, dass ich es ein bisschen verhauen habe mit dem Aufnehmen. Das ist mir wirklich noch nie passiert, aber ja, wie gesagt, es ist für alles gibt es das erste Mal und das ist jetzt mal passiert. Hoffentlich kommt es ihm vor. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann schon einfach, wenn ihr Bock habt, in der nächsten Folge wieder von F1 2021 in der MyTeam-Karriere. Das nächste Mal geht es nach Spanien, eine Strecke, die jetzt nicht so meine Lieblingsstrecke ist. Werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen uns schwer tun, denke ich, aber wir schauen mal, wie gut dass wir schlussendlich dort sind. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Und bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.